Merci, Herr Präsident. Und 5G schäden sich Geister für verschiedene aus der 5G so eng Art ökonomischen Heilsbringer, die ganz neue Aktivitäten an Besoin schafft, an neue Profitmöglichkeiten opmischt. Für die Tech-Industrie, die alldach neu intelligent Gegenstände an Handy-Applikationen entwickelt, oder für die großen Online-Plattformen, die hier suchen mit der Kollekt an der Vermarktung von den Daten von ihren Nutzer verdingen. An net zelächt Telekommunikationsbetrieber, die mittlerweile alle privatisiert sind, also ich mit neuen Offeren an immer mehr schwer zu den strengenden Tarifstrukturen ein Göllen Nuss verdingen. Für andere dagegen als der 5G Synonym von einer Technisierung von der Gesellschaft und von unserer natürlichen Umwelt, der als fälschlicherweise vergaukelt, dass neue Technologien auf magische Art und Weise ökologisch und sozial Probleme für uns lösen und damit als Ansetzung mit zentralen Fragen von der Verdelung vom Reichtum oder dem Access zu verschiedenen Services überflüssig möchte. Die Regierung positioniert sich mit seiner 5G-Strategie an allgemein mit ihrem Diskurs über Digitalisierung von der Ökonomie an dem ominösen Rifkin-Prozess deutlich am ersten genannten Lager. Die Optik verstoppt aber vieles. Ich will, du wennst den Akzent op für uns wichtige Elemente lehen, die an der Debatte der 5G an der Regel kein allzu großen Platz fanden. Das ist den sogenannten Digital Divide. Das ist auch schon gesagt beim 4G oder am schnellen Internet, dass es Ausschlusskriterien gibt. Einerseits die finanziellen, weil Offeren die komplette Nutzung mit allen Funktionalitäten ermöglichen, an den nötigen Apparate viel Suchkosten für viele Leute zu viel. Wenn den Mobilfunktarife in Europa vergleicht, gesagt noch, dass Lützeburg am selektivsten ist, aber kein europäisches Land, das der Gigabyte-Trafik so teuer wie zu Lützeburg. Die Avantage von Digitalisierung an neuen Technologien als Servicewesen von 5G versprochen gehen, riskieren somit besser Verdinger für enthalten zu bleiben. Andererseits hat ein Digital Divide auch ein geografische Komponent. An mehr ländliche Gegenden sind die Netze manner sehr ausgebaut wie am urbanen Raum, wenn es da geringer Latenz an dem ganz hohen Frequenzbereich. Der Netzausbau, Herr Präsident, ist ein Profitgeschäft. Da wo der Return on Invest mehr hoch ist, wird als echt ausgebaut. Wir sehen dadurch heute beim Glasfaserreso, den auf vielen Dörfern noch nicht angekommen ist. Aber es gibt auch einen weiteren zentralen Enjeu, der betrifft Daten an den sogenannten Digital Labor. Dass der 5G-Ausbau ökonomisch so lukrativ ist, wird durch den Wettlauf an dem Bereich zwischen den USA, Europa und China verdeutlicht. Da, wo die echte 5G-Infrastruktur funktioniert, werden die Schaffung und die Sammlung von wirtschaftlich verwertbaren Daten über die Nutzer von all möglichen Produkten und Services eine neue Qualität erreichen. Somit wird die Region, die auch einen Avantage haben, was die Entwicklung von neuen Produkten angeht, und von dieser Wertschöpfung am meisten profitieren. Ein zusätzlicher Punkt betrifft den ökologischen Impact von der Digitalisierung, am speziell dem 5G. Am Rifkin-Prozess ist der Credo, dass durch die sogenannte Smart Technologien mehr Energie soll verbraucht gehen. Es muss sich aber bewusst sein, wir haben dadurch am Kontext vom Google Data Center gesagt, dass allein Serverkapazitäten für Data Collecten massig Energie fressen. Dabei könnte das die ganze Infrastruktur, die abgebaut muss gehen, immens ressourcenintensiv ist. An die Ressourcen haben wir selber nicht. Dafür gibt es einen ökologischen Impact von der Digitalisierung auf einer Erdteile verlagert, wo die Ressourcen gehen. Herr Präsident, Technologie ist nicht neutral. Sie ist Teil von einem wirtschaftlichen System, aber produziert den immer Recherche, ist auch nicht neutral. Dass zum Beispiel auf der Uni Recherche gemacht wird für autonome Autos, halten wir nicht für besonders sinnvoll. Wir mengen nicht, dass es der gesellschaftliche Besoin gibt nur autonomen Autos. Es gibt auch keinen objektiven Grund, an unseren für Recherche zu machen an dem Bereich. Es sind sowieso schon zu viele Autos auf der Straße. Für das zu ändern, brauchen wir nicht unbedingt Recherche auf neuen Technologien, mit die richtigen politischen Prioritäten mit den nötigen öffentlichen Investitionen. Herr Präsident, ich werde doch meine Redezeit überholen von den Motionen. Das ist ja nicht so, dass Technologiekritik von Leuten ausgeübt wird, die prinzipiell technologiefeindlich wären. Ganz am Gegenteil sind nicht ganz technologieaffin Menschen. Ich sprach nicht zum Beispiel als Lützeburg den Chaos Computer Club zu nennen. Die Leute stellen sich viel mehr tiefgreifend Fragen, wie 100 Rifkinnen zu summen.
für op den Punkt zu bringen. Wen ass überhaupt Demandeur für 5G? Ich kann wenig Leute, die Demandeur sind für 5G. Zu muss an enger Zeit, wo man weder nach überhaupt überall 3G oder 4G können kreieren. Wie will autonom Auto und das heißt, enger Maschine, einem Algorithmus, enger Frequenz sein Leben auszusetzen, außer vielleicht Tesla? Wie will ein Haus, wo alles mit dem kommuniziert, wo der Frigo feststellen kann, vielleicht, weil so Diskussionen gefordert, dass das nicht genug Milch am Frigo ist, dass das vielleicht weiter kommuniziert wird, oder einem Supermarché oder einem smarten Doleiner, modernen Doleiner, den das soll mitbringen, und vielleicht wird das schon auch direkt überwiesen. Wie will überhaupt in einer Welt leben, wo bald all Aspekte vom Leben, die von Appen, all Aspekte vom Leben von Appen supervisiert wird? Ich meine nimmen die daraus Profit sehen können, respektiv Politiker, die sich wenig vorstellen, am Mengen als Visionär und Geschichte anzugehen. Madame Reding hat recht, wenn sie sieht, dass Technologien müssen den Mensch denken. Aber dafür müssen sich die politisch mit diesen Technologien auseinandersetzen. Und das heißt, wer besitzt sie, wer kontrolliert sie, wie gehen sie öffentlich und demokratisch kontrolliert, auf wie was zu machen. Und zu allerletzt, wenn ich richtig verstehe, weil muss ich aufpassen, denn Herr Feuer hat vom Jacques Tati geschwärzt. Es gibt viele Beispiele, auch an der Science Fiction, wo ihr kennt, Robert Schreck kommen. Ich schlage hier auch ein Buch für vom französischen Autor, den Alain Damasio, Les Furtifs, das gerade rauskommt. Ich habe noch nicht gelesen, das auf meiner Werde löscht. Wo es so weit geht, dass den, wo sich an einer neoliberalen am Jahr 2040 an einer Welt lebt, wo stiert, von Entreprisen überholt gehen, Paris, von LVMH, Cannes, von der Warner, Orange, von Orange, kleiner Witz, aber wo die Leute so einen kleinen Berg haben, wo die Daten an ihr Donnen dran sind und dass da doch verwehrt kann gehen. Das ist nicht komplett unrealistisch. Das möchte die ganze Sache viel mehr interessant. Und ich meine nicht, dass man in eine Richtung soll gehen, wo alle Aspekte vom Leben, die sind Gesundheit, Kommunikation, Education, Sexualität, einfach von großen international vernetzten globalen Konzernen können beherrscht gehen. Das sind die Fragen, die man uns stellen müssen. Und zu allerletzt, wir hatten sogar ein Kehr, weil ich den Eindruck, dass Heinz doch die ganz Rifkin, unsäglich Rifkin-Diskussion, Heinz doch benutzt wird, für überhaupt Sozialfortschritte zu verhindern. Ein Kehr an einer Debatte mal gesagt von einem Vertreter von der Majorität, dass man über oder die 6. Congéswoche Lever nicht sollen diskutieren, Lever sollen werden, bis der ganze Rifkin-Prozess fertig wird, für überhaupt können darüber zu diskutieren. Ich meine, das ist die falsche Approche. Ich meine, wir müssen eine politische Diskussion feiern über die ganz neuen Technologien, die riskieren, wenn wir das nicht machen, die riskieren, auf privaten Händen zu konzentrieren, an das Leben zu bestimmen, an so einer Welt will kein Leben, an zumindest die Jungen. Die wollen nicht da leben. Und es sind auch schon viele, die aufhängen, sich gegen zu Sachen zu rebellieren, weil sie doch wirklich richtig verstehen. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Werner. Letzter geschriebene Redner ist der honorable Herr Sven Clement. Herr Clement,